Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Dem wir jetzt hier die Knechte-Rhinos wieder alle gemacht haben. Sollten wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Gerade nochmal gucken, ich glaube, da geht es irgendwie weiter. Sollte wir müssen da aber irgendwo hier kraxeln, weil da war auch noch irgendwas. Es steht mich jetzt reize, wieder so 44er zu nehmen. Ich weiß nicht, ob wir tiefer runter sollen in den Schlamassel oder ob wir höher sollen. Da reizt mich doch irgendwie jetzt gerade eher, dass ich dort drüber hier warstel. Aber dass hier schon Knechte lauern, zeigt auf jeden Fall, dass das Gebiet hier schon mal richtig ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo lang. Ich bin mir gerade wirklich nicht so sicher. Gerade nochmal probieren. Schleudern wir mal uns mal dort hier. Ah, da ohne ist er. Ist er Schiffswrack. Ist das Schiffswrack hier? Quatsch. Nee, lass mal los. Lass mal los, das Ganze. Müssen wir dort runter? Das sieht ja schon irgendwie noch Hauptquest aus, ne? Piratenschiff und so, yo ho. Und eine Buddel voll rum und so weiter. Man weiß es alles nicht, man weiß es nicht. Na gut, komm. Wir schleudern uns jetzt mal darüber. Und gucken mal hier in den Schacht rein. Hey, Vorsicht. Könnte nach der Explosion instabil sein. Könnte auch optional sein. Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt auch Sam, optional hilf ist. mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Oh oh, hoffentlich ist es nicht die einzige Stütze. Ich befürchte, dass wir jetzt so weitergehen, ohne dass ich mich noch umgucken konnte. Scheiße, ich glaube, das war's wirklich. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Mal ausnahmsweise, ja. Scheiße, ich glaube, hier geht's wirklich weiter. Ich sollte als mal nicht auf meinen Riecher vertrauen. Der ist ja eh nicht so gut. Mit nur 12% Leistung. Scheiße. Na egal. Kann passieren, wenn man das erste Mal spielt. Boah, gerade noch so. Das kann passieren, wenn man das zum ersten Mal spielt, das Spiel. Dass man nicht gleich die optionale von der richtigen Gebiete trennen kann. Schade. Okay. Moment, da kommen wir nochmal irgendwo die Rutschbahn runter. Und das Sam wurschtelt schon in der Gegend rum. Stabil? Stabil genug. Und der Schneesturm wird stärker. Okay, da können wir entlang wursteln wieder. Ich sag das Wort wursteln sehr häufig, das merke ich gerade. Kruscheln wir halt in der Gegend rum. Ach, ein schönes Wort auf Pelzig, rumkruschler. Aber das bezeichnet eigentlich, wenn Leute irgendwas am Rumkramen sind. Okay. Bei denen super vorsichtig. Ja, sei super vorsichtig. Hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Ja, Sieht alles gut aus. Sehr gut. das dachte ich mal, ach, yo ho und so. Yes, Sir. Mist. Weißt du noch? Super vorsichtig. Vor allem bei alten Holzkonstruktionen. Sehr intelligent. Alles gut. Oh oh. Ich hoffe, der packt's noch rüber. Sie haben einen neuen Tagebucheintrag. Ich finde es mal wirklich schön, dass man dann auch mal wirklich Maler sieht in seinem Buch und Zeichner sieht. Was hat er sich jetzt reingekritzelt? Wasserrad als Antrieb? Fragezeichen. Aufzugssystem. Versunkenes Schiff absichtlich versenkt. Haben sie hier Schätze hinaufgeschafft und die Schiffe versenkt, um den Eingang zu verbergen. Piratenweg? Frage über Frage. Gucke, was wir alles beantworten können, Fu. Meistens kann man ja immer nur einen Bruchteil Fu beantworten. Okay. Sehr schön. Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Hey, ich melde mich. Aber ach schön, wir betreten jetzt die Höhle. Die Höhle? Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, vor allem, weil der Schnee auch stärker wird. Diese
Shoreline-Schweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Ja, also helle können die nicht sein, die Leute vom Rave und diese Shoreland-Söldner. Wenn sie das direkt vor der Nase sind und es braucht immer nur Nathan Drake, damit man den Weg findet, das ist schon etwas erbärmlich. Das war genauso wie bei Uncharted 2, wo man im Dschungel gegraben hat und 15 Meter war die Fundstelle, die man sich erhofft hat. Das ist schon etwas dämlich. Komm, hier durch. Das wirkt irgendwie, als wären alle Leute Blödmänner außer der Nate. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Stufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Gruselige Dismas-Statuen. Ja, hat schon irgendwie was. Interessant, dass das sich so... Ist das eine Tür? Ganz danach aus. Interessant, dass der Avery sich hier in dem Spiel selber so verheiligt und mit so einem Heiligen in Verbindung bringt. Hier, sieh dir das an. Und Arm ab. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Okay, hat geklappt. Sehr gut. Der sieht jetzt noch seiner Flagge aus, was durch dem Sterei gemeißelt war. Hallo, hallo. Oh, du hast ein paar Leute Einrichtung. im Käfig gestorben. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier, Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tew. Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tew starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tews Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Hat der schon im Avery Gute Frage. sein Schatzkover? Wer würdig ist. 9. Kapitel. Those who prove worthy. Was glaubst du, wie diese Typen sind? Sie haben einen neuen Tagebucheintrag. Denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tew will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Ja, da ist tatsächlich sei Pirateflagge drauf. Das ist wirklich die vom Avery. Fehlt aber der Ohrring. Interessant. Wir gucken mal in unser Tagebuch rein. So, Tew Siegel. Was macht er in Schottland? Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. For those who prove worthy, paradise awaits. For those who prove false, behold your grim fate. Okay. Ich schätze mal, dass der Tews wahrscheinlich auch schon auf der Fährte von dem Schatz war und ihn möglicherweise auch schon Cover haben könnte. Aber dann ist er woanders, nämlich dort, wo ihn der Avery aufbewahrt hat. Das wird interessant, wenn sich auch Antik sage ich schon, wenn sich auch schon Zeitgenosse da eingemischt hätten. Die Brücke wirkt so sicher wie die andere. Oh ja, Bis jetzt hat sie gehalten. schnell drüber. Schnell drüber. Schon okay, sie hält. Los. Okay, Sam, dummel dich. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Klar doch. Was er- Vorschrift. Was erwartet nach in einer Piratehöhle an vorschriftsmäßige Brücke? Eieieiei. Okay. Sieht doch soweit ganz gut aus. Nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Okay. Solange es nur im Schuh ist, ist alles in Ordnung. Usha. Darin bin ich schon Profi. So oft wie die auf dem Bobbes schlingern, hatte ich eher gedacht, dass er noch Kiesel in der Ritze hat. Ich verstehe das nicht. Ach, ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiter einen anderen Piraten ein?
Vielleicht war der für ihn ein Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag Ja. das bitte nicht. Ja, wir werden es bald herausfinden. Das ist aber möglich, dass der Chu den Schatz eingepackt hat, dass der denn schon zeitgenössisch gejagt hat. Wenn die beide zur selben Zeit gesegelt hätten, dann dürfte das auch klar sein, dass die sich gekannt hätten. Und wenn einer vom Erfolg vom anderen hört, naja, Pirate und so, die gönnen sich ja nichts untereinander, dann ist man wahrscheinlich auch auf die Suche gegangen, weil wieso nochmal mühsam sein Leben aufs Spiel setzen, wenn man einfach den Schatz von einem anderen klauen kann. Nicht so gut. Also zurück gehen wir nicht, Alan. Nee. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Mhm. Wenigstens das, ja. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Boah. Geil. Das ist raffiniert. Oh ja. Ich will sagen, Wieder so ein nerviges Rätsel. Sehr imposant. Ja. Imposant, Kieselstein im Hintern und Felsbrocke im Arsch. noch ein Hebel. Vorsicht. Ja, ich zieh noch schnell die... Ja, dem scheint es nicht so gut bekommen zu sein. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfung. Ja. Und der Typ wird wohl nicht bestanden. Mhm. Machen wir es besser. Ja, es sieht so aus, als ob der Typ nicht gerade das Rätsel gelöst hätte. Eimer. Okay. Aimer-Spieler. Was machen wir jetzt mit dem Aimer? Was jetzt? Oh Gott, ich sehe es, guck mal, ich wäre auch ein paar Mal aufgespießt. Müssen wir das mit Wasser füllen vielleicht? Das wird zumindest Sinn machen, oder? Machen wir Wasser in der Aimerreihe und dann hängen wir das Ding wieder dran. Dürfte schon ein bisschen frisch sein. Gut, geh mir hoch. Wo bist du dann? Ach, da hinten bist. Okay. So, hoch damit. Okay. Einer ist voll. Stell ihn zurück auf das große Rad. Mach das mal. Mal abwarten, was dann passiert. Und? Geh mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Neuer Ist da was mit Tagebucheintrag. den 3 Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Von links nach rechts, oben nach unten. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Cool, ich hänge hier nur so rum. Blablabla, das kennen wir schon. Okay. Da sind jetzt aber noch die Aimer mit dabei. Weißes Kreuz Dismas. Und schwarzes Kreuz Gestas. Jesus muss ja irgendwo auch noch mit dabei sein. Moment. Jesus muss in der Mitte sein. Genau. Da muss Jesus sein. So, Moment. Dismas muss zur Linke stehen. So. Aber das heißt, wir müssen Jesus erst zur anderen Zeit reinwursteln. So, das heißt, wir wursteln jetzt erstmal Jesus weg. Nee. Quatsch. Das machen wir so. Jesus wird erstmal hier weggewurstelt. So, dann wird Dismas wieder reingewurstelt. Ich sag's wirklich sehr häufig, wurstle, merke ich. Und dann muss der hier. Okay, jetzt fehlt nur noch der andere unheilige Bimbam. Und der da muss... So, ist jetzt aber etwas doof gelaufen. Probieren es noch einmal mit dem Rad. Und ich
probiere es gerade noch mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann... Nee. Der muss andersrum sein. Der muss anders sein. Der muss dort hier, wo der Aimer ist. Der muss dort hier, wo der Aimer ist. Oh Gott. Okay, das stimmt schon mal. Das stimmt schon mal. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie wir das Kreuz hier gebacken kriegen. Wir machen den jetzt mal dort hier. Und setzen den Bim-Bam dort hier. Dann können wir den Jesus wieder in die Mitknotler. Ja. Das war's? Du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. Probieren wir es mal. Oh je. Nathan, bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon. Ich guck mal es nochmal an. Eigentlich schon, ne? Jesus in der Mitte. Der heilige Bim-Bam links. Der urheilige Schwachkopf rechts. Müsste passen. Komm, scheiß drauf. Ansonsten machen wir es halt noch einmal. Und, Gott. Mist. War das nix? Anscheinend nicht. Oh Gott, ich probiere es einfach noch einmal. Okay. Wir haben anscheinend nur diverse. Sind definitiv alle am Platz. Na, dann ist es der Eimer wohl nicht. Da ist das Licht ganz oben. Ach, der Aimer. Okay. Warte mal. Halte mal den Gaul an, dann kriegen wir auch noch hier. Dann müssen wir noch einmal dort hier. Und dann müssen wir ihn da abholen. Und dann können wir die anderen Dinger wieder hinstellen, wo sie hingehören. Hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Der Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. So. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Okay, Ja. das muss es sein. So muss es sein, ja. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Okay, also wenn jetzt der dritte Versuch nicht hier haut, haben wir Pech gehabt. Ich habe jetzt 2 Versuche verschwendet, aber... das sieht gut aus. Ja, sieht so aus, als hätte ich es gepackt erstmal. Hinweis. Bringen Sie die Kreuze ins Licht. Ja, das habe ich gerade geschafft. Ein Näht am Spieß. Okay, super. Das hat geklappt. Wenn das also ein Test war, Schreiben wir auch noch ab. was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Das hat er dann do gemalt. So hat es sich angefühlt, da reinzugreifen. What reaching into that thing felt like. Oh Jesus. Sehr cool. Das war jetzt zwar keine besonders wertvolle Info, aber trotzdem cool irgendwie. Wunderbar. Ja, das haben wir jetzt hingekriegt. Ja, und ich glaube, der Avery hat seiner Crew jede Menge davor an die Backe geschwätzt. Oh, der heilige Dismas hier, der heilige Dismas da. Ach du liebe Zeit. Die werden sich auch gedacht, aber halt die Gosh, du Prediger. Wahrscheinlich werden sie es ihm nicht gesagt haben, weil wer sagt sowas schon zu seinem Kapitän? Wenn der auch noch bekannt dafür ist, dass er andere Leute abmurkst. Können wir hier weiter? Und da wird er nicht drüber klettern können. Nee, das ist ja auch völlig unmöglich. Also müssen wir der umständliche Weg wieder nehmen. Mann. Moment. Scheiße. Bleibt nichts anderes übrig? Ja. Müssen wir so machen. Na gut. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Müssen wir wohl. So schaut's aus. Da aber ist noch irgendwas. Da könnte ich aber auch noch... Achso, L3 nur. Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Mhm.
Dann müssen wir nur die Reiberleder machen. Ich helfe dir hoch. Ich komme. Das mal hält's wenigstens. Okay. Ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer da zu kommen. Okay. Gute Idee. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht erschlagen davor. Nee. Aber es bringt uns schon was. So. So wird ein Schuh draus. Ja. Schaffen wir den Sprung? Mir nach. Ja, tatsächlich. Die weiße Rille, die können wir benutzen. Okay, wieder was gelernt. Und du müssten wir eigentlich auch hier, ja. Nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Ja, ich glaube kaum, dass die Piraten früher da Was hier drin? parkourmäßig rumgeturnt sind. Ich sehe da hinten einen Schatz. Ich sehe ihn genau. Ja, ich passe auf meinen Au. Ich sehe ihn genau. Ich passe auf meinen Au. Was? Soll ich langsamer machen? Hier lang. Ja, vielleicht hier durch? Ich sehe hier ein Licht. Und die Walratte. Ah ne, von dort kommen wir. Okay, aber auf dem Vorsprung habe ich da auch noch einen Schatz gesehen. Da sollten wir auch die Aare aufhalten. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Mhm, wieder in einer Krypta unter der Kathedrale. Und hier haben wir noch nichts. Da können wir aber weiter. Und jo. Na prima, das ist doch wieder Kletterpartie. Können wir wieder Kletterraffe spielen. Oh Gott. Retten nur Leid. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Mach's gut, Bill NSC. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein? Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas Sie unbekümmert sind wie mit dem 100 Dynamit. bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte. Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Fälle. Auktion war die sauberste Art, Aber das statt Kreuz auf zu mein bekommen. Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden.
Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Und bisher sind wir definitiv dichter an der Sache dran, die Sache. Und daher... Die wohl gesprochen haben. Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Genau. Und wir wollen auch als Erster an die Sache dran kommen, die Sache. Ansonsten jagen die hirnlose Idioten wieder alles in die Luft. Und es ist nichts mehr da. Nicht nur verflüchtige Zeichnungen, ist dann mehr Zeit und Platz. Ach ja. Okay, da ist auch nichts. Und hier können wir wieder lang. Na gut. Dann schmeißen wir da Seilchen und dann springen. Wunderbar. Da ist nix. Nee. Da können wir auch nicht hoch. Nö. Okay. Und den Ende Schatz scheine ich wohl auch verpasst zu haben, irgendwie. Dummerweise. Ich weiß nicht. Moment, da mag ich mich jetzt nicht so zufrieden geben damit. Zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Steht noch in meinem Garten. Guck, ob ich das schaffe. Schön wär's. Warte mal. So, das wollte ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Weil ich habe da, ja, ich glaube, das könnte das sein, wo ich den Schatz hab Blitze sehe. Könnte das sein? Sicher bin ich mal nicht. Aber es sieht irgendwie gut aus. Warte, Okay, das habe ich nur für die Quest hier gebraucht. Na gut. unterwegs. Danke, guter Mann. Nee, schade. Ich scheine wohl den Schatz am Vorsprung verpasst zu haben, den hätte ich wohl dort erreichen können. Wo ich den gesehen habe. Irgendwie schade drum. Irgendwie echt schade drum. Ah, okay, von dort aus kann ich eh nicht mich dran schwingen. Na gut, dann muss ich auch hier wieder runter. Na gut. Schade, schade. Wieder ein Schatz verpasst. Ah. Und ohne mich kann der anscheinend noch nicht mal Kiste schieben. Deswegen machen wir das jetzt auch noch für ihn. Bitte schön, euer Hochwohl geboren. Und ich mag nochmal da reingucken. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Ja, jetzt rumpelt's gewaltig. Also jetzt rumpelt's gerade wirklich gewaltig. Die scheinen hier ordentlich was aufzuroppen. Ich glaube, dort waren wir schon. Ja. Genau, dort waren wir schon. Aber ich habe da auch irgendwo noch was gesehen. Schatz, Done, Schatz. Ja. Da kann ich von dort aus hinklettern. Sehr schön. Ist doch noch nicht verpasst. Ich hab's schon befürchtet. Aber offenbar konnte ich es wohl doch erst hier erreichen. Sehr gut. Also auch der Schatz ist noch erreichbar. Und den holen wir uns auch jetzt. So. Und es handelt sich dabei um einen Kompass mit Schädel, oder was? Memento Mori Schädeluhr. Ach du Scheiße, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schätze verpasst. Scheiße. Oh, Memento Mori Schädeluhr. Aber schön ist es. Schönes Stück haben wir her. Aber 6 Schätze verpennt, das ist schon heftig. Scheiße. Ja, wenn du denkst, es geht nicht mehr, findest du die Schätze nie mehr. Mann, Mann, Mann. Raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Mhm. Schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Aber hallo. Und ich steht Sarah, an der Stelle mache ich auch einen Cut, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 A Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ian Yankee.